Willkommen zu Leos großen Silvester-Special 2025. Ein Abend ohne Spieltag, ohne Tabelle und ohne Abpfiff. Stattdessen Fragen, Gedanken und Fußball. Seit über 1,5 Jahren spricht er hier über den ersten FC Köln. Heute spricht er ein bisschen frei Schnauze. Über Fußball, über sich und über das, was nach einem Jahr bleibt. Hier ist euer Gastgeber, der Leo. Hallo, moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu meinem Silvester-Special. Ja, liebe Freunde, letztes Jahr, ihr werdet eventuell die Verlinkungen sehen, entweder in der Videobeschreibung oder über diesem Video zwischendurch, habe ich ein Silvester-Special gemacht im Sinne eines Fragen und Antworten. Ich hatte dieses Jahr viele Ideen gehabt. Ich war so viel am Überlegen, soll ich irgendwie mal was out of the box machen, soll ich irgendwelche anderen Themen bereden oder darüber sprechen, und dann dachte ich mir, wisst ihr was, wir machen es einfach wie letztes Jahr, wir machen daraus jetzt eine kleine Tradition, weil seit über einem Jahr habe ich keine Fragen von euch persönlich beantwortet, und in diesem Sinne machen wir es genauso wie letztes Jahr, und ich beantworte ein paar Fragen von euch, die ihr mir bisher immer stellen wolltet, die bisher noch nicht beantwortet wurden, und abgesehen davon, wir haben ja mittlerweile etwas mehr Follower als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es auch gleichzeitig sowas wie mein 300 Abo-Special. Gott, dass ich das noch gefeiert habe. Aber gut. Ja, liebe Freunde, ich hatte dann so einen kleinen Community-Post rausgehauen, und im Nachhinein war die Resonanz dann doch ordentlich, war ganz okay. Einige waren auch so nett und haben mehrere Fragen gestellt. Grüße gehen raus, Thomas. Thomas Klüsner, der absolute Ehrenabonnent hier, der den Kanal komplett genauso unterstützt, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Ja, er hat direkt 10 Fragen rausgehauen. Dein Fragenblock, der wird aufgeteilt über die ganze Episode hinweg. Heute ist Open End. Keine Ahnung, wie lange die Geschichte hier heute dauern wird. Deswegen lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kölsch oder isst ein Mettbrötchen dabei. Das hier wird eventuell ein bisschen epischer, von daher bringt ein bisschen Geduld mit. Und wir beginnen nun mit diesen kleinen Fragen- und Antworten-Special, um euch in das neue Jahr zu entlassen. Mein Kumpel und der wertgeschätzte Kollege FC Fabio stellt direkt mal 3 Fragen. Fabio und ich, wir haben eine ganz besondere Beziehung, weil wir sind Freunde geworden, obwohl ich vorher nichts weiter als ein Follower von ihm war, der irgendwelche Ideen in seinem Kopf herumschwirren hatte. Und nun ja, Fabio ist so quasi der Mentor und der geistige Vater dieses Kanals. Und deswegen ist es mir immer wieder eine Freude, wenn irgendwas von ihm kommt, was mich irgendwie ansatzweise unterstützt. Und deswegen, Fabio stellt zuallererst einmal folgende Frage. Was hebt den FC deiner Meinung nach von anderen Clubs ab? Es ist wahrscheinlich etwas, das die meisten sagen würden. Es ist die Folklore. Diese Kombination aus Kölscher Geschichte, Karneval, Stadtgeschichte, die hier irgendwie alles in einem verpackt wird. Kein Verein in Köln, weder die Viktoria noch Fortuna, sind so sehr auf dieses Gesamtkölsche fokussiert wie der FC. Köln hat auch so viel zu bieten, halt die römische Geschichte, Märchen wie die Heinzelmännchen. Das ist ja auch etwas, was mich so irgendwie immer, ja, nach Köln gezogen hat. Das fand ich immer mega interessant. Und ich sage auch ganz ehrlich, ja, Grüße gehen raus an Bobby Was. Du hast mir letztes Mal in so einem kleinen Chat gesagt, weil du ja mehr so ein Oldschooler bist, du feierst halt mehr so die alte Zeit, wo halt Rock und sowas beim FC lief, so, keine Ahnung, ich sag mal sowas wie Highway to Hell und sowas. Da sag ich ganz ehrlich, sowas passt mehr zu Kaiserslautern und nicht zum FC. Ich finde das schon okay mit der Karnevalsmusik im Stadion. Nicht nur okay, ich liebe es. Deswegen bin ich überhaupt FC-Fan. Weil ich mag, wenn eine Kultur eigenständig ist. Und das ist bei Köln und dem FC komplett vorhanden und präsent. Das gehört dazu. Der FC hat etwas, was andere Vereine nicht haben. Er ist einfach einzigartig. Und ja, ich mag auch dieses Lovable Loser Image. Das heißt, du bist trotzdem verrückt nach diesem Verein, egal wie sportlich er spielt. Ist egal, wie scheiße er gerade spielt. Du liebst diesen Verein trotzdem, weil er etwas für dich ausstrahlt, weil du weißt, okay, ist ein gescheiterter Riese oder ein gefallener Riese. Und irgendwie macht es auch Spaß, das zu beobachten.
Wird er jemals wieder aufstehen, dieser gefallene Riese? Wird wieder alles so sein wie früher? Und deswegen, ich finde das okay mit der Folklore, insbesondere in der heutigen Zeit sind ja auch die Kölschen Lieder etwas moderner geworden. Ich nenne es mittlerweile eher Kölsch-Pop, was dann neuerdings produziert wird. Und ich finde das ziemlich cool. Allein schon meine Begrüßung, hallo, moje, jode, dach, das ist ja vom FC entlehnt. Immer wenn die Mannschaft auf den Platz läuft, um sich warm zu machen, kommt ja immer Stadt mit K. Und das Lied wird ja so eingeleitet. Hallo, moje, jode, dach. Warum schaust du mich hier so an? Weißt du, nee, oder warum lurst du mich hier so an? So, Entschuldigung, ich habe in meinem Leben 3 Sprachen gelernt, Deutsch, Serbisch und Englisch, deswegen Kölsch ist mir ein bisschen too much, um mir das immer merken zu können. Deswegen, der FC, ja, er ist ein Karnevalsverein und das ist auch vollkommen okay so. Es macht ihn sympathisch, es macht ihn natürlich einzigartig, hebt ihn vor anderen Vereinen ab und deswegen kann ich mich voll und ganz damit identifizieren. Und zu guter Letzt, wie oft ich immer sage, und wenn mir alle Argumente ausgehen, schaut euch dieses Wappen an. Schaut euch dieses Wappen an. Das ist ja wohl das größte Argument. Eine weitere Frage von Fabio ist dann, wer ist für dich der bislang enttäuschendste Spieler in der laufenden Saison? Leider Gottes Ragnar Ache. Das war bis dato mein Wunschtransfer. Ich wusste ja nicht, wie sich dann im Nachhinein Said El-Mala entwickeln wird. Und nun ja, ihr habt's ja alle selber beobachtet. Ich hatte gehofft, dass er zum Ende der Hinrunde, okay, die ist noch nicht zu Ende, aber wie soll er die 6 Tore noch schießen? Die ich ehrlich gesagt vorausgesetzt habe, um zu sagen, das ist ein guter Transfer gewesen im Sinne von Sturm. Aber ich glaube auch, er kriegt auch nicht genug Chancen. Viel zu schnell nimmt man ihn wieder raus, wenn er nicht getroffen hat. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn er konstant spielen würde. Ja, ein paar Dinge haben ihn auch zurückgeworfen und nun ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf für den Rest der Saison, aber Hinrunde ist gelaufen. Tut mir leid. Enttäuschendster Spieler der Hinrunde bisher. Zu guter Letzt fragt Fabio, glaubst du, Adidas wird uns endlich qualitativ mehr schöne Trikots liefern? Absolut, absolut. Wir haben ja immer wieder bei Hummel solche Trikots gehabt, die etwas schlichter waren. Und ich finde, Hummel kann schlicht nicht. Das Spektakuläre, das Ausgeflippte, ja, das können die einigermaßen. Oder dieses etwas Aufsehenerregendere, aber schlicht können die nicht. Schlicht sieht bei denen aus wie Trainingsklamotten. Im Gegensatz zu Adidas, ich sage euch eins, diese 3 Streifen hier an den Ärmeln, und ich hoffe, es sind auch Langarm-Trikots dabei, weil das sieht noch geiler aus, das sieht noch mehr nach Trikot aus. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, der Schnitt wird diesmal auf jeden Fall deutlich maskuliner sein, nicht mehr diese andere grüne Scheiße, die wir da jedes Mal bekommen, als ob du da irgendwelche Ballerinas auf dem Platz hast. Ich verdammt nochmal, das sind Männer. Und ich will auch genauso eine Männerkleidung haben. Es gibt sowieso Passformen für Frauen. So oder so. Deswegen, ich freue mich auf Adidas. Ich habe auch selber das ein oder andere Adidas-Trikot von anderen Vereinen in meiner Sammlung drin und die Schnitte sind viel breiter, maskuliner. Du siehst automatisch mit diesen 3 Streifen cooler aus. Ich hoffe, die gehen auch voll auf diese 3 Streifen. Nicht nur so zwischendurch unterbrochen oder irgend sowas. Geht voll auf 3 Streifen. Und ich kann euch eins sagen, es ist auch geil, jetzt, dass wir diese Trikots noch an verschiedenen Quellen kaufen können. Nicht nur beim FC selber, sondern in verschiedenen Adidas-Shops wahrscheinlich. Gegebenenfalls auch im Online-Shop. Und darauf freue ich mich. Die Trikots sind jetzt etwas besser verfügbar. Und verdammt nochmal, Said El-Mala muss noch mal eine Saison für uns spielen. Ihn in einem Adidas-Trikot zu sehen, vom 1. FC Köln, Çok güzel, sage ich dazu nur. Ich will das sehen. Ich will das einfach nur sehen. Also freut euch drauf. Freut euch und vor allen Dingen, ich hoffe, wir werden Teil der Adidas Originals Kollektion. Das heißt, dass die dann alte Trikots, weil die waren ja schon mal unser Ausrüster in ferner Vergangenheit, die bringen dann gegebenenfalls auch alte Trikots wieder auf den Markt. Reproduzieren sie. So eine Art offizielles Remake. Nicht von irgendeinem Händler, von irgendeinem fliegenden Händler auf Mallorca oder sowas, sondern extra von Adidas produziert. Und auf sowas freue ich mich. Eventuell gibt's deswegen keine Karnevalstrikots mehr, weil die wissen ganz genau, wir FC-Fans sind Baller. Wir werden die Läden leer kaufen, wenn da irgend so ein Retro-Trikot vom FC rauskommt mit Adidas drauf. Macht euch darauf gefasst und freut euch. Die nächste Frage kommt von 74 Arndt. Hi Leo, gibt es
oder gab es beim FC mal einen Publikumsliebling, den du so gar nicht leiden möchtest? Und ja, und wenn ja, wer und warum? Viel Glück für 2026, Common FC. Liebe Grüße, Arndt. Ja, auch an dich, liebe Grüße. Alles Gute für dich im Jahr 2026. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil gestern hast du diese Frage rausgehauen und ich war am Überlegen. Guck mal, es gab da so, ich will mal jetzt einen nennen, den ich nicht in diese Kategorie mit reinnehme, aber er wäre es beinahe geworden und das wäre Steffen Tigges geworden. Weil irgendwie haben alle Leute aus Mitleid so eine Art Steffen Tigges-Kult gemacht und so weiter, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Aber gut, ich habe mich genug zu Steffen Tigges geäußert, bin froh, dass er weg ist. Hier kommt der Publikumsliebling, wo ich sage, er wäre wahrscheinlich ein Publikumsliebling. Ich gehe mal davon aus, weil er in Köln geboren wurde, sich immer als FC-Fan deklariert hatte und uns mega enttäuscht hat. Und das ist Alex Vogt. Ja, Alexander Vogt war ja Aufstiegsheld 2000. Das war die erste Aufstiegsmannschaft vom 1. FC Köln, nachdem wir das erste Mal abgestiegen sind. Und ja, er ist in Köln geboren, hat sich immer als FC-Fan deklariert. Diese Mannschaft war ja auch so eine Mannschaft, mit der sich jeder identifiziert hat, weil so viele kölsche Jungs dabei waren. Und er war einer von ihnen. Bei der Aufstiegsfeier hat er sich hier in die Seite ein FC rein rasieren lassen, also die Initialen FC und so weiter. Und was macht er ein paar Jahre später, nachdem er zwischendurch zu Carl Zeiss Jena gewechselt ist? Geht zu Borussia Mönchengladbach. Ey, das ist ja wohl mal der Bitch-Move schlechthin. Du bist FC-Fan. Du kennst die ganze DNA dieses Vereins, die DNA der Fans. Und nur weil es bei dir gerade karrieremäßig irgendwie mal wieder eine Gelegenheit war, ja, keine Ahnung, irgendwie für Aufsehen zu erregen, geht's zu Borussia Mönchengladbach. Der musste ja auch hier wegziehen aus Köln. Zwischendurch zumindest. Ist auch noch mit Gladbach aufgestiegen, hat mit denen gefeiert und so weiter und so fort. Und ich sag ganz ehrlich, es ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass zwischen beiden Vereinen Wechsel stattgefunden haben. Und jetzt kommen bestimmt einige mit Toni Polster an, aber Toni Polster äußert sich wenigstens noch positiv über den FC oder äußerte sich noch positiv über den 1. FC Köln im Nachhinein. Ist ein bisschen anders bei Alex Vogt. Ja, ist ein bisschen anders bei ihm. Und vor allen Dingen, es ist was anderes, wenn ein Österreicher, der, sagen wir mal, etwas mehr Distanz zu dieser ganzen Fankultur hat und dann nur an seine Karriere denkt, wenn der dann halt zu einem Rivalen wechselt, als wenn ein echter Kölscher Jung, der diese DNA in sich drin hat, wenn der das dann macht, wenn er immer sagt, ich bin Fan und so weiter und so fort, ja, tut mir leid, dann bist du einfach ein Verräter. Und das war ja noch nicht genug, liebe Freunde. Dann ein paar Jahre später, irgendwie so nach Karriereende, hat der FC mal gegen Carl Zeiss Jena gespielt im DFB-Pokal. Das war anscheinend 2021 und da habe ich mir mal kurz sein Statement zur Bild-Zeitung rausgesucht, Entschuldigung. Und da sagte er, ich zitiere, ich bin ehrlich, ich drücke Jena die Daumen, weil Carl Zeiss der Außenseiter ist und ich in Jena eine verdammt schöne Zeit hatte. Ich habe sehr gerne da gespielt, okay, das ist okay. Es ist fast traurig, dass ich das so sagen muss, aber ich habe heute mehr Kontakt nach Jena als nach Köln. Ist für mich kein Argument, wenn du immer sagst, du bist Fan des Vereins. Da kannst du nicht sagen, ich drücke jetzt einem anderen Verein die Daumen. Wenn du sagst, du bist FC-Fan, egal ob es diesen Wechsel zwischendurch gab, dann tut mir leid, dann bist du einfach ein Verräter. Und wäre das schon nicht genug und deswegen triggert dieser Mann mich so sehr mittlerweile. Ich habe nichts gegen die Thekenphilosophen. Es wäre für mich selber eine Ehre, bei ihnen mal aufzutreten. Aber hatte die Nerven und geht zu den Thekenphilosophen und redet über den FC. Red nicht über den FC. Wer bist du? Wer bist du, dass du über den FC redest? Du bist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Ja, ich persönlich habe nicht so einen großen Gladbach-Hass. Der ist nicht so stark. Der ist sogar eigentlich mehr sportlich. Aber trotz alledem, das ist immer noch unser größter Rivale, unser historischer Rivale. Und du hast diesen Bitch-Move gemacht. Und dann gehst du zu den Thekenphilosophen Jahre später, nachdem du den FC gegen Carl Zeiss Jena, sagen wir es mal so, nicht die Daumen gedrückt hast, sondern stattdessen Carl Zeiss Jena, gehst du zu den Thekenphilosophen und redest über den 1. FC Köln. Red nicht über den FC. Lass es. So, die nächste Frage kommt von Billy Go Joe. Wenn du heute auf deinen Content schaust, gibt es ein Video oder ein Format, das rückblickend wichtiger war, als es die Klickzahlen vermuten lassen? Ja, das gab es. Es gab da so ein Video, wo ich gesagt habe, aufgrund dessen wurde dieser Kanal überhaupt gegründet.
Und das war halt die Top 20 meiner Trikotsammlung. Das Video habt ihr leider Gottes abgewatscht. Ja, wenn ich sehe, ich habe hier über 700 Follower und es gucken sich gerade mal 500 bis 600 an, nur weil die Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden ist beim YouTube-Zuschauer, da frage ich mich, wie gucken die Leute überhaupt Filme oder Dokumentationen? Ich habe mir richtig Mühe gegeben für das Video. Es wäre schön, wenn ihr auf das Video zurückkommt, weil das war mein Magnus Opus für mich. Das war so das größte Werk für mich. Und das hat mir richtig wehgetan, dass dieses Video so abgewatscht wurde. Also das war wirklich ein Video, das meine gesamte DNA widerspiegelt. Und ja, hat wehgetan. Hat wirklich wehgetan, muss ich im Nachhinein sagen. Ich finde, dieses Video ist wirklich mit Herzblut produziert worden. Aber vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass das mein persönlicher Blade Runner ist. Wisst ihr, der Blade Runner war auch im Kino ein absoluter finanzieller Flop und heutzutage ein absoluter Kultfilm. Ja, die nächste Frage stellt User YK1UL8TD3L. Ja, da bist du wohl auf der Tastatur eingeschlafen, während du diesen Namen erstellt hast. Aber trotzdem, liebe Grüße. Also, hallo Leo, hast du selber mal in einem Verein gespielt? Und falls ja, bei welchem Verein? Und wie hoch, in Klammern höchste Liga, hast du es geschafft? Was war deine Position? Vielen Dank schon mal. Ja, jetzt kommt der Big Reveal. Ich habe noch nie in einem Verein gespielt. Ja, es war die Fankultur, die mich zum Fußball gebracht hat. Sag ich ganz ehrlich, die Fankultur und das Ganze drumherum, was wir früher im Fernsehen bei RAN Sat.1 Bundesliga gesehen haben, das hat mich zum Fußball gebracht. Und dadurch habe ich dann autodidaktisch mich auch natürlich mit gewissen anderen sportlichen Themen beschäftigt, aber ich habe nur gebolzt mit Freunden hin und wieder mal. Es war halt so, früher war ich ein sehr schüchternes Kind. Ich bin auch bis heute ein Mensch, ich bin ambivertiert. Das heißt, ich bin weder introvertiert noch extrovertiert, sondern ambivertiert. Das heißt, ich komme nur aus mir raus, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die vielleicht die gleichen Interessen haben oder den gleichen Kulturkreis wie ich haben. Da komme ich dann so ein bisschen aus mir raus. Und nun ja, das ist so das Einzige, wo ich halt nicht, okay, schüchtern bin ich auch nicht mehr, aber halt, ne, da komme ich mehr aus mir raus. Das nennt man halt ambivertiert. Und so, früher war ich komplett introvertiert als Kind. Ich war ein Stubenhocker, ich wollte lieber meine Zeichentrickfilme gucken. Dann irgendwann habe ich mich für die NBA interessiert und kam dadurch zum Fußball, durch die Fankultur, weil ansonsten hat sich nur auf den Sportunterricht beschränkt. Nee, ich habe nie Fußball gespielt. Deswegen sage ich auch immer, das hier ist keine Analyse, das hier ist einfach die Sichtweise des gemeinen Fans, der in der Kurve steht, der das Ganze auf eine etwas primitivere Art und Weise beobachtet. Das ist dieser Kanal. Es ist Stammtischniveau mit einem etwas cineastischen Touch. Das müsstet ihr langsam begreifen. Hier spricht jemand, der noch nie in einem Verein gespielt hat. Ja? Trotz alledem, wenn ihr dann sagt, ja, du kannst dann sportliche Ereignisse oder die Arbeit eines Managers oder eines Trainers kritisieren, ja, keine Ahnung. Ich sag mal so, wenn eine Dienstleistung nicht erbracht wird aufgrund von Inkompetenz, dann darf ich als Kunde das ja auch ansprechen. Auch wenn ich natürlich im Kontext vom Fansein natürlich nicht gern von Kundschaft spreche. Aber ich habe mir das Ganze auch ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Von daher, ja, ich gehöre zu den wenigen Sport-YouTubern, die noch nie in einem Verein gespielt haben. Wobei, was war mein höchster sportlicher Erfolg? Das kann ich dir gerne sagen. Also, in der 5. Klasse, da hat meine Schulklasse an so einem Turnier teilgenommen, an so einem Sportturnier, und die Abteilung Fußball hat mich in den erweiterten Kader berufen. Das heißt, ich war weder in der Startelf, noch saß ich auf der Bank, aber falls einer von den Bankspielern sich verletzt oder früher nach Hause geht, ja, dann kann ich einspringen. Und naja, ich habe zwar den ganzen Tag mit Spazieren verbracht, weil ich wusste, die werden mich sowieso nicht auf die Bank setzen, aber ich habe das Ding gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich bin sowas wie Kevin Großkreuz. So wie Kevin Großkreuz Weltmeister ist, so habe ich mit der 5D damals diesen Pokal gewonnen. Und das war der größte sportliche Erfolg meines Lebens. Widmen wir uns nun dem Fragenkatalog von Thomas Klüsner. Teil 1. Das sind die ersten 5 Fragen, die er gestellt hat. Und damit beantworte ich erstmal die erste Frage. Wie bist du in deinem neuen Beruf angekommen? Nun ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr so sehr aus den Nähkästchen plaudern, aber noch bin ich nicht ganz angekommen. Alles ist neu für mich, neue Kollegen. Aber ich muss sagen,
Ich wurde ziemlich wohlbehütet dort eingeführt. Überraschenderweise hatte ich auch über Weihnachten frei, beziehungsweise durfte ich mir diese restlichen Urlaubstage, die mir in diesem Jahr zustanden, tatsächlich auch nehmen. Deswegen, ich muss erst Freitag wieder ran für einen Tag und ja, es ist noch ein bisschen so alles neu für mich, aber an und für sich geht die Firma sehr fair mit neuen Mitarbeitern um. Es ist eine große Herausforderung, aber ich nehme sie dementsprechend auch an, weil, sagen wir so, Geld muss ja irgendwie reinkommen. Dann die zweite Frage von Thomas Klüsener. Gibt es mal eine Live-Show? Wenn du damit meinst, ob ich hier auf YouTube live gehe, ich sag ganz ehrlich, ich traue mich nicht. Erstens, weil ich mich mit dem technischen Aspekt noch nicht so vertraut gemacht habe. Ich habe keinen Bock, dass ich online gehe und irgendwas technisch falsch läuft und ich das halt nicht korrigieren kann, weil es live ist. Das ist der erste Grund, warum ich nicht live gehe. Das heißt, technische Herausforderungen, die ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht zu meistern weiß. Der zweite Grund ist, ich kann mich in einer Live-Show nicht korrigieren, ich kann nichts wegschneiden. Das heißt, nicht nur jeder Versprecher, sondern jede peinliche Pause, wo ich nichts zu sagen habe, ist mit drin. Und ehrlich gesagt, finde ich das unangenehm. Sehr unangenehm. Der dritte Grund ist, ich habe langsam die ersten Hater. Es sind nicht viele, aber es gibt sie. Ich befürchte einfach, dass sie meine Adresse herausfinden und hier, keine Ahnung, die Polizei rüberrufen oder irgendwelche Sachen hier hinbestellen, die dann live in der Sendung geliefert werden. Und deswegen will ich nicht live gehen. Aber weißt du, worauf ich richtig Bock habe? Ich blende euch mal was ein. Ich war ja mal zu Gast bei FC Fabio in der Vergangenheit, schon 2-mal. Und guckt euch mal kurz diesen Clip hier an. Wo landet der FC Ende der Saison? Ich habe mich lange schwer getan mit dieser Frage. Ich will jetzt nicht zu sehr den Teufel an die Wand malen. Relegation. Ganz knapp sogar. Eventuell erst am letzten Spieltag. Ich muss sagen, dieser Auftritt, der hat mich davon überzeugt, YouTube zu machen. Fabio hat mich ja schon von Anfang an immer darin bestärkt. Wir hatten uns ja mal bei einem Spiel kennengelernt und da haben wir halt ein bisschen philosophiert über das Ganze. Ich habe ihm gesagt, dass ich teilweise schon immer so Interesse hatte, irgendwas mit Medien zu machen. Und irgendwann war ich dann in seiner Sendung eingeladen und wir haben halt in der Saison 2023/24 das aufgenommen. Achtet darauf, ich hatte fast schon recht. Ich hatte zwar gesagt, wir schaffen die Relegation und wahrscheinlich erst am letzten Spieltag, aber wir hatten zumindest die Chance, die Relegation am letzten Spieltag zu schaffen. Das heißt, ich lag nicht falsch. Ich lag nicht falsch mit dieser Aussage, ne? Halten wir das mal fest. Jedenfalls in dieser Bar, wo wir das aufgenommen haben, da war ja nicht nur der Wirt anwesend, sondern noch 2 weitere Freunde von ihm. Und die haben ja diese Aufnahme mitbekommen. Plus 2 Freunde von Fabio, unter anderem Stefan, den ich auch ab und zu mal hier als Verstärkung einsetze für meinen Content, als Kameramann. Also Stefan und ein weiterer Kumpel von Fabio haben das ja aufgenommen. Das heißt, wir haben aufgenommen vor 4 Leuten. Und am Ende, als die Sendung vorbei war, als Fabio die Verabschiedung gemacht hat, gab es Applaus von den Leuten. Und ey, das macht dich süchtig in so einem Moment. Und soll ich dir mal sagen, Thomas und ihr da draußen, was ich gerne mal machen würde, mit Fabio, mit Taubi und mit Pierre, wenn er dann wieder mal aktiv wird, der Elotrix unter den FC-YouTubern, wer Elotrix kennt. Geil, komm. also ich vermisse auch Pierre. Komm, nochmal hier so eine Einblendung von mir und Pierre, wo wir mal eine Folge zusammen aufgenommen haben. Zu Chef Tigges sage ich nur eins. Das nächste Mal, wenn der trifft, dann hört man am Firmament die erste Posaune. Johannes-Offenbarung, wer sie gelesen hat, der weiß Bescheid. Ey, ihr seht, da ist eine Chemie vorhanden. Also bisher war ich auch 2-mal schon bei Pierre und wie gesagt, mit Fabio habe ich auch schon aufgenommen. Taubi ist leider in Hamburg, aber ich hoffe, es kommt auch mal zu einer Aufnahme, weil das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber naja, wir haben alle nicht das Geld dafür, aber ich würde am liebsten mal irgendwie so einen Saal oder einen kleinen Saal oder einen Hörsaal mieten mit denen zusammen und einen Live-Podcast machen vor all unseren Zuschauern. Das würde ich mir wünschen. Wirklich, das würde ich mir richtig wünschen. Darauf hätte ich richtig Bock. Also live vor Zuschauern aufnehmen. Auf wessen Kanal das veröffentlicht wird, ist dann egal, aber das würde ich gerne machen, vor Live-Publikum aufnehmen. Thomas Klüseners 4. Frage ist, wie sehen die vielleicht neuen Schritte deines Kanals aus? Ganz ehrlich, ich habe so viel investiert in den Kanal, auch an Zeit und an Ideen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendwas anderes gibt, weil lohnt sich nicht. Lohnt sich weder finanziell, lohnt sich auch von dem Aufwand her teilweise nicht. Siehe mein
Top 20 Video der besten Trikots vom FC, hat kaum eine Sau geguckt. Ich habe gemerkt, wenn ich mich hinsetze und irgendeine Scheiße laber für 5 Minuten, habe ich auch einmal 1000 Aufrufe. Aber wenn ich mehr Zeit und mehr Mühe investiere, guckt das gefühlt keine Sau. Deswegen alles bleibt, wie es ist. Das Einzige, was ich machen würde, ist, wenn künstliche Intelligenz oder ChatGPT, beziehungsweise Victor, wie ich ihn nenne, sich etwas weiterentwickelt und ich nicht nur Bilder, sondern auch bewegte Bilder, wie zum Beispiel Cartoons mit ihm erstellen kann, dann würde das der nächste Schritt sein, dass ich hier vielleicht Cartoons einbaue, um den Humor damit zu unterstreichen. Das heißt, ja quasi so Cartoon-Sketche und sowas einbauen. Das wäre vielleicht der nächste Schritt. Ich würde auch gerne ins Equipment investieren, aber lohnt sich nicht. Ich mache einfach mein Hobby, so, ich quatsche ein bisschen über den FC, versuche ein paar Einblendungen zu machen und sowas, aber ich sag mal so, was du an Aufwand bisher gesehen hast, das wird bis auf Weiteres nicht erweitert. Tut mir leid, also ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und damit verbunden habe ich auch sogar Frage 3 von dir übersprungen. Gibt es eine Super-Thanks-Möglichkeit? Nein, erst wenn der Kanal monetarisiert ist. Ich habe mich informiert, das heißt, wenn ich mit dem Kanal über Werbeeinnahmen als YouTube-Partner Geld verdiene, ja, dann sind auch Super-Thanks möglich. Ob ich sie da aktivieren würde, weiß ich nicht. Es kommt ein bisschen so vor, ich käme mir so vor, als ob ich euch das Geld aus der Tasche ziehen würde, weil ich weiß ganz genau, sobald zum Beispiel die Werbeeinblendungen kämen, nehmen wir an, ich wäre monetarisiert, dann kommen schon die ersten Kommentare von wegen, boah, die Werbung, die nervt mich und so weiter und so fort. Das ist ja bei allen YouTubern so, aber dass das eine Entlohnung ist für unsere Zeit, die wir hier rein investieren, daran denken die meisten leider auch nicht. Aber Super Thanks ist für mich so dünnes Eis. Ich würde auch dadurch verpflichtet sein, noch regelmäßiger Content, noch besseren Content zu machen. Das heißt, noch mehr in den Content an Aufwand zu investieren, weil ihr habt mir ja Super Thanks gezahlt. Und das ist ein Druck. Ich weiß nicht, ob ich mit dem umgehen könnte. Und deine 5. Frage ist die ernst gemeint. Wo landet der FC Ende der Saison? Und warum steigen wir ab, Junge? Und ich soll hier ein Pessimist sein. Bruder. Warum steigen wir ab? Also wo landen wir am Ende der Saison? Also ich glaube, das wird ziemlich knapp. Irgendwas mit Platz 13 oder Platz 15. Wir steigen nicht ab. Aber das wird eine chaotische Saison. Das wird keine ruhige Saison. Und das regt mich jetzt am meisten auf, wenn ich darüber nachdenke. Ich dachte, am 28. oder 30. Spieltag kann ich mich in meinen Sessel reinwerfen, nachdem dieser Spieltag gelaufen ist und einfach dem Müßiggang des Lebens frönen. Einfach nur chillen, weil die Saison durch ist. Wir können weder mehr noch weniger erreichen, weil wir soeben den Klassenerhalt geschafft haben. Das habe ich mir gewünscht. Und danach wäre jeder Spieltag, den wir besuchen, ein großes Fest, wo es egal ist, ob der FC gewinnt oder verliert, weil wir sind schon durch. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Und hier wird noch einiges an Chaos herrschen. Ich glaube aber halt nicht, dass wir irgendwie nochmal absteigen. Ja, maximal Relegation, aber ich glaube auch nicht unbedingt, weil die anderen spielen bisher mit. Wir dürfen sie nur nicht stärken. Wir unterbrechen nun Thomas Fragenkatalog und geben mal kurz einen anderen Follower die Chance, eine Frage zu stellen. Der Zofiak fragt mich, hey Leo, wer war für dich der beste FC-Trainer, den du selbst miterlebt hast? Ganz klar, Peter Stöger. Und der wird viel zu selten erwähnt. Mit Peter Stöger sind wir aufgestiegen. Mit Peter Stöger haben wir uns das erste Mal nach über 20 Jahren für den UEFA Cup / Europa League qualifiziert. Also, auch wenn wir danach abgestiegen sind und er zwischendurch vor dem Abstieg entlassen wurde, ich sage ganz klar, das ist ein Banger schlechthin, was du als Trainer so leisten kannst. Also wirklich, dass das so schnell in Vergessenheit geraten ist. Der Mann hat auch viel auf die Jugend gesetzt, hat sehr akribisch gearbeitet und das habt ihr alle vergessen. Nicht alle, aber die meisten haben es mittlerweile vergessen. Weil der Peter Stöger, weißt du, ich weiß ganz genau, wie manche so dachten, so, guck dir mal an, voll das Opfer, so voll der Fröbel, guck ihn dir mal an, wie der aussieht. Ich weiß ganz genau, wie manche da denken. Und dann kam Steffen Baumgart mit seiner schönen populistischen Art. Und das ist ja so ein cooler Typ gewesen. Er hat aber eine Sache niedriger erreicht als Peter Stöger. Aber alle haben es romantisiert, weil er so ein cooler Typ ist, der sich immer sein T-Shirt auszieht bei -2 Temperaturen, ja, Lungenentzündung incoming.
Ja, wir haben schon kapiert, dass du ein fucking Höhlenmensch bist und da irgendwo in der Eiswüste geboren wurdest. Muss nicht jeder sehen. Ganz ehrlich. Peter Stöger ist total underrated. Er ist die Definition von underrated. Das ist der beste Trainer, den ich je beim ersten FC Köln in meinem aktiven Fanleben erlebt habe. Und das vor allen Dingen, weil er geliefert hat. Er hat abgeliefert. Und das habt ihr alle vergessen. Den lieben Nikolai Kordzic, den kann ich leider nur grüßen, weil er stellt eine Frage, die schon letztes Jahr gestellt wurde. Von daher bitte auf die Verlinkung achten. Er fragt mich halt, wie ich bezüglich des Nachwuchs, Umgang mit dem Nachwuchs, das haben wir schon letztes Jahr besprochen. Wir müssen noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht nächstes Jahr machen wir dazu noch mal ein kleines Fragen und Antworten und nehmen die Frage dann noch mal mit rein. Ebenso fragte Jacko Jerry eine Frage aus dem letzten Jahr. Übrigens, ich hoffe, dass Jacko kommt von Michael Jackson, weil für mich der beste Musiker aller Zeiten. Wie bist du FC-Fan geworden? Wurde letztes Jahr beantwortet. Bitte die Verlinkung beachten und da mal draufklicken. Dann fragt er mich, welchen Job könntest du am besten beim FC übernehmen? Ich sag ganz ehrlich, irgendwas im Marketingbereich. Weil ich habe auch schon Videos dazu gemacht, dass unbedingt dieses Motto spürbar anders weg muss. Das repräsentiert den FC und sein ganzes Image in keiner Weise. Es ist generisch, es ist einfallslos. Das nächste ist Merchandise. Ich bin ein Mensch, ich mag hüftlange Jacken. Und jetzt, ich komme gleich wieder. Beim FC findest du fast nur schwarze Jacken, silberne Jacken oder lange Parkas, wenn du überhaupt mal was in Vereinsfarben haben willst. Warum muss ich dann selber mir so eine Jacke gestalten lassen? Warum kriegt er es nicht selber hin? Es kann ja nicht sein, dass ich extra in Serbien, wo die Leute auf Copyright scheißen, mit so einer Satin-Jacke hingehen muss und sagen muss, hey, kannst du mir das da draufsticken? Ich finde zwar den Kragen ein bisschen scheiße, aber ich habe aus meiner Sichtweise die geilste FC-Jacke. Ich finde das halt kacke, weißt du, da heißt jedes Mal rote Wand und so weiter und so fort. Und am Ende sind wir alle, wenn wir unbedingt was vom FC tragen wollen, entweder gezwungen, einen roten Parker zu tragen oder irgendeine schwarze Jacke. Der FC kriegt es seit mehreren Saisons nicht hin, eine vernünftige, hüftlange Jacke, weil ich finde das geiler, das ist sportlicher, eine hüftlange Jacke zu machen in Vereinsfarben. Und das würde ich auf jeden Fall ändern. Viel mehr Klamotten in Vereinsfarben. Auch wir haben nicht einen einzigen coolen Sweater. Das hat fast jedes NBA und NFL-Team. Deswegen ganz klar Marketingbereich. Steck mich in den Marketingbereich rein. Zumindest in einer beratenden Funktion. Und dann stellt er noch die folgende Frage. Woher kennt ihr euch? Fabio, Taubi und du. Ich nehme mal Pierre mit rein. Fabio habe ich gegen Partizan Belgrad kennengelernt. Ich bin auf ihn zugegangen. Ich war vorher nur Zuschauer und habe ihn halt natürlich erzählt, wie ich ihn feier und so weiter. Habe ihn erzählt, dass ich auch irgendwie teilweise voll die Ambitionen habe. Und kurz darauf habe ich halt erstmal meinen Instagram-Account gegründet. Da habe ich so die ersten Sporen mir verdient. Und Fabio hat mich immer bestärkt, immer unterstützt, hat auch immer gesagt, egal was du machst, ich werde dich pushen. Ich war vielleicht auch der erste Mensch, den er in seinem jungen YouTuber-Dasein hatte, den er pushen konnte. Das war für ihn auch was Besonderes, jemanden pushen zu können, so bedeutend zu sein, um jemanden zu pushen. Zumindest aus meiner Sichtweise. Also Fabio hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die 1000 Abonnenten geknackt, aber war halt, ja, ein bisschen weiter als ich jetzt. Also deswegen, so habe ich Fabio kennengelernt und dann zwischendurch war ich auch mal Teil eines anderen YouTube-Formates. Aus künstlerischen Differenzen habe ich es verlassen, aber Fabio hat auch diesen Weg begleitet. Aber während dieser Zeit wurde ich in so eine WhatsApp-Gruppe gesteckt. In dieser waren dann noch Pierre, Taubi und Fabios bester Freund drin. Und dadurch habe ich auch Taubi kennengelernt. Und klar, wir sind uns zwar noch nie begegnet, aber wir sind zumindest auf so einer telefontechnischen Basis Freunde geworden. Und ich bin auch froh, dass ich nicht nur einen FC-YouTuber in Hamburg kenne, sondern tatsächlich einen FC-Fan, mit dem ich befreundet bin, theoretisch gesehen. Ich sage ja nur theoretisch gesehen, weil Taubi und ich, wir müssen uns endlich mal treffen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann mal hin. Wir alle haben so unser Leben, das wir führen müssen, aber er und ich haben schon so die ein oder anderen tiefgründigen Gespräche geführt. Und deswegen, wir sind alle Freunde geworden. Und über Fabio lief das Ganze und über Fabio habe ich die alle kennengelernt. Und naja,
jetzt sind wir mittlerweile, ja, nicht nur Freunde, sondern auch YouTube-Kollegen. Und manchmal muss ich mich auch selber zwicken, wenn dann plötzlich bei mir auf dem Handy der Name Taubi aufploppt. Da muss ich mich selber zwicken, weil ich denke mir so, Digga, du bist mit denen connected. Du bist mit Taubi und mit Fabio und mit Pierre connected. Ist es eigentlich bewusst, was du in dem Sinne erreicht hast? Weil das waren für mich Prominente. Für mich waren das Prominente. Klar, in der heutigen Zeit muss ich leider feststellen, dass wir vielleicht alle ganz normale Hobby-YouTuber sind. Die einen verdienen damit Geld, die anderen gar nicht und so weiter. Und wenn dann, nur so zur Info, keiner von denen ist damit reich geworden. Jeder verdient sich nur ein kleines Taschengeld damit. Nur damit ihr es versteht. Da musst schon in so Sphären arbeiten wie Mr. Beast, damit dir das wirklich mehr als nur deinen Lebensunterhalt finanziert. Und ja, über Fabio und über dieses Partizan Belgrad-Spiel ist das Ganze entstanden, diese ganzen Kontakte. Bobby Vaz fragt mich, wo siehst du den FC in den nächsten 5 Jahren? Ich sag ganz ehrlich, auf und ab und wir sind trotzdem hier. Also ich glaube, in den nächsten 5 Jahren ist auch wieder hier das Übliche. Ein bisschen Chaos, ein bisschen gute Arbeit, dann wieder Chaos und ein bisschen gute Arbeit und so weiter. Ich kann mir irgendwie keine Konstanz beim FC vorstellen. Aber vielleicht lieben wir ihn ja gerade deswegen, weil hier immer was los ist. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ich habe gerade nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass es in den nächsten Jahren irgendwie ruhiger wird. Als nächstes stellt er die Frage, und bleibt Kwasniok über die Saison beim FC? Wenn wir gegen Heidenheim nicht gewinnen, dann nicht. Also, beziehungsweise, ich glaube, Kwasniok muss in den nächsten 5 Spielen mindestens 2-mal gewinnen. Sodass ich mir vorstellen könnte, dass er über die Saison hinaus überhaupt noch Trainer bleibt. Also, es kann gut sein, dass der Vorstand und die Geschäftsführung an ihm festhalten wird, weil sie irgendeine Vision gemeinsam umsetzen möchten. Ich meine, er hat ja auch hin und wieder ein paar gute Ansätze gezeigt, aber er muss aus seinen Fehlern lernen. Und wir müssen die Abwehr verstärken. Jetzt haben wir eine Transferperiode, die er mitbegleiten kann. Ich hoffe, das nützt was, weil ich persönlich habe eine Sympathie für Kwasniok. Aber das darf nicht das Argument sein, dass er bleibt. Ja, und dann die nächste Frage ist, was hältst du vom neuen Vorstand? Also auch alles wieder von Bobby Vaz. Ich wollte eigentlich erst am Ende der Saison mir wirklich ein Bild davon verschaffen. Ich weiß nur, sie machen bisher einen ordentlichen Eindruck. Es kommt wirklich so rüber, als ob sie alle Fehler des alten Vorstandes bereinigen möchten. Man sieht die Ambition, man sieht die Fannähe und darauf stütze ich mich jetzt erst einmal. Ich habe noch kein klares Bild von ihnen. Und als letztes fragt Bobby Vaz, und glaubst du an einen Stadionaus- oder eher Neubau von Köln? Boah, das ist so eine Frage, sag ich, da begeben wir uns alle auf dünnes Eis. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Köln das Stadion ausbauen wird. Weil die Stadt Köln legt den FC immer mal wieder Steine in den Weg. Und das in absoluter Regelmäßigkeit. Und die sind sich gar nicht bewusst, was der FC überhaupt für dieses Stadion bedeutet. Deswegen, ich glaube nicht an einen Ausbau. Wenn ihr aber von mir einen Vorschlag haben wollt bezüglich eines Ausbaus, warum muss denn das ganze Stadion ausgebaut werden? Warum sich die große Mühe machen? Ich persönlich würde sagen, warum kann ein Stadion nicht mal asymmetrisch gebaut sein? Scheiß mal auf Schönheit. Vergiss das Thema Schönheit. Manchmal ist Einzigartigkeit auch kein schlechtes Ding. Diese Grafik hier, ich weiß, da hat Victor ein bisschen reingeschissen. Ich habe es 1000-mal mit ihm korrigiert. Also er hat jedes Mal verkackt. Jedes Mal haben die äußeren Tribünen noch in die andere Tribüne reingeragt. Aber das hier wäre mein Vorschlag. Eine alles überragende Südkurve. Eine komplette Stehplatzkurve, die alle anderen Tribünen überragt. Das ist mein Vorschlag, weil die Südkurve ist das Epizentrum des Müngersdorfer Stadions. Es spricht nichts dagegen, sie als einzige Tribüne auszubauen. Als alles überragende Tribüne, denn alle wollen auf die Südkurve. Wirklich alle. Und falls das nicht möglich ist, macht aus dem Oberrang einen kompletten Stehbereich, macht es wie Eintracht Frankfurt. Dadurch haben sie auch eine höhere Kapazität gewonnen, zumindest in den Bundesligaspielen.
Und zwar macht eine Umfrage bei den Fans, die sitzen wollen und bei den Fans, die stehen wollen. Die Umfrage zählt nicht für die im Unterrang, weil die sind bewusst seit Jahrzehnten im Unterrang. Die lassen wir davon aus, aber zwischen allen anderen Fans eine Umfrage machen, ob die umverteilt werden möchten und dementsprechend das so umsetzen. Und die beiden Ecken jeweils im Westen und im Osten, insbesondere O7 möchte ich als Beispiel nennen, die zum Teil der Südkurve machen. Und das alles zu Stehern machen, von oben bis unten. Dadurch hast du auch wirklich eine Kurve dann. Und somit haben wir mehr Kapazität, zumindest bei Bundesligaspielen, die für die meisten ja auch am relevantesten sind. Und natürlich DFB-Pokal. Ja, aber kommt, wir wollen uns mal mit dem kontroversen Thema auseinandersetzen. Was ist, wenn alle Stricke reißen? Stellen wir uns ein Universum vor, in dem eine Mitgliederversammlung stattfindet. Und die Mitglieder stimmen in der Mehrheit, denn wir sind ja ein demokratisch geführter Verein, dafür, dass das Stadion an einer anderen Stelle neu gebaut wird. Und zwar außerhalb von Köln. Jetzt bitte nicht sofort ausrasten. Für mich ist Müngersdorf auch unverhandelbar. Insbesondere auch wegen den ganzen Drumherum, auch die Aachener Straße. Solche Restaurants wie die Aphrodite, wo ich vorher abhänge. An Spieltagen wird das ja zu einer Art Biergarten. Die würden darunter leiden, auch der Stadtwaldgarten. Und trotz alledem versuchen wir uns, das ist ein Gedankenspiel. Disclaimer, das ist ein Gedankenspiel. Nehmen wir an, wir bauen in einer anderen Stadt, die an Köln grenzt, ein neues Stadion. Da wäre für mich Hürth die beste Stelle. Weil in Hürth, meiner Meinung nach, leben dort die fanatischsten FC-Fans. Efferen grenzt ja zum Beispiel auch fast schon an das Geisbockheim. Und nun ja, jetzt stellen wir uns mal vor, wir bauen dort ein neues Stadion. Ich würde sagen, das soll ein ganzes Stadionareal sein. Mit einer Kneipenmeile vor der Südkurve. Und ich würde das Stadion in einer ovalen Form bauen. So wie das Müngersdorfer Stadion früher war. Und obendrauf machen wir Pylonen. So können wir beides kombinieren. Zukunft und Vergangenheit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich würde diesen Komplex und dieses ganze Stadion Neu-Müngersdorf nennen. Dieser ganze Komplex heißt Neu-Müngersdorf. Als ob wir da in Hürth einen neuen Stadtteil gegründet hätten. Einzig und alleine für dieses Stadion. Und jetzt kommt noch der absolute Clou an der Sache. Vergesst nicht, Köln ist mehr als eine Stadt. Köln ist auch ein Regierungsbezirk. Und Hürth, wenn mich nicht alles täuscht, gehört zum Regierungsbezirk Köln dazu. Das heißt, wir sind ja dann immer noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise der erste FC Köln. Und noch zuletzt, weil wir sowieso ein Jecker-Verein sind, ein total bekloppter Verein, das hier habe ich mir aus der serbischen Geschichte entlehnt. Wir haben ja sowas wie einen Thronfolger. Serbien ist ja mittlerweile zwar keine Monarchie mehr, aber während des Zweiten Weltkriegs ging der König Serbiens ins Exil. Und dort im Exil in England wurde sein Sohn geboren. An dem Bett oder um das Bett herum, wo sein Sohn geboren wurde, wurde serbische Erde verstreut. Um sagen zu können, der Thronfolger ist auf serbischer Erde geboren worden. Und so würde ich das bei der Grundsteinlegung machen. Bestellt das Dreigestirn dahin mit so einem Eimer, wo kölsche Erde drin ist, am besten Erde aus dem Müngersdorfer Stadion. Und die wird bei der Grundsteinlegung verteilt, sodass wir sagen können, dieses neue Stadion wurde auf kölscher Erde erbaut. Das wäre mein Vorschlag. Und falls ihr euch fragt, was wird mit dem Geisbockheim, am besten vielleicht so eine Nebengeschäftsstelle am Geisbockheim erhalten. Und zum Beispiel das Franz-Kremer-Stadion wird weiterhin von der U21 genutzt als Spielstätte, nicht als Trainingsplatz. Das ist so mein Vorschlag dafür. Und natürlich den Rest des Geisbockheims vielleicht zu einem Museum umwandeln. Vielleicht auch weiterhin als offizielle Geschäftsadresse die Adresse am Geisbockheim behalten, sodass wir sagen können, wir sind trotz alledem auf eine gewisse Art und Weise immer noch, ohne es ad absurdum zu führen, der erste FC Köln. Aber das ist nur ein Gedankenspiel. Bobby hat die Frage gestellt, ich lasse mich auf das Gedankenspiel ein. Innerhalb seiner Fragestellung hat dann Nikolai Kodjik noch Folgendes geäußert. Fantasier mal bitte, was passiert, wenn El Maler für 50 Millionen wechselt. Ja, tut mir leid, dann passiert ehrlich gesagt kaum etwas. Es wird wohl eher in die Infrastruktur investiert und wir holen uns vielleicht einen guten Spieler und vielleicht
einen weiteren Flop. Tut mir leid, 50 Millionen sind für mich nicht genug, um den Verein irgendwie in andere Sphären zu bringen. Ich will für Said El-Mala nicht 60 Millionen, sondern er soll noch ein Jahr bleiben, damit wir 80 Millionen verlangen können. Noch rechtfertigt die aktuelle Leistung gerade mal so roundabout 40 bis 60 Millionen. Aber ich will, dass das Ding auf 80 Millionen hochgeballert wird. Weil dann können wir den Verein komplett neu aufbauen. Dann ergibt sich auch die Frage von Bobby mit den, wo sich der FC in den kommenden 5 Jahren, weil dann können wir eventuell einen Weg gehen, wie in Eintracht Frankfurt gegangen ist. Aber auch nur dann. Und nun abschließend, die letzten 5 Fragen stammen dann nochmal von Thomas Klüsner. Er fragt, bist du politisch interessiert? Ja, ich verfolge politisches Geschehen. Ich interessiere mich für unglaublich viele Sachen neben Fußball. Ich interessiere mich für Filme, für Politik, für Geschichte, für Geografie. Also ich frage mich manchmal, was ist mit diesem Gehirn los? Warum interessiere ich mich für so viele Dinge? Also ja, ich verfolge Politik, möchte aber selber niemals ein Politiker sein. Welche Hobbys hast du? Es ist dieser Kanal in erster Linie. Das heißt, das Erschaffen von Filmen, das war schon ein Hobby, das habe ich mit meinem besten Freund früher gepflegt. Wir haben früher so Sketche gedreht und irgendwelche abgedrehten Filme. Vor kurzem habe ich ihm gesagt, ich würde mal gern einen unserer Kurzfilme hier auf diesem Kanal veröffentlichen. Bisher hat er es nicht rausgesucht, aber es wird noch geschehen. Da werdet ihr mich als 15-Jährigen sehen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das irgendwann mal bringen kann. Dieser Kurzfilm ist, glaube ich, 10, 15 Minuten lang, vielleicht sogar 20, ich weiß es nicht. Aber da waren wir beide 15 Jahre alt. Total abgedrehter Scheiß, geht um irgendwie einen Nerd, der eines Tages ein Alien bei sich leben lässt. Absolutes Schmierenschauspiel meinerseits, aber man merkt schon den cineastischen Ansatz. Da hat mein bester Freund halt die Regie geführt und wir haben auch natürlich alle sämtlichen Protagonisten dargestellt und nun ja, das ist mein Hobby. Dann Sightseeing, ich liebe es, Orte, Städte und besondere Touristenziele zu erkunden. Dann der FC natürlich, das Fußball-Hobby generell drumherum, alles mit dem Fansein ist ein Hobby, das mich komplett ausfüllt. Und das sind so jetzt mal so meine Hobbys schlechthin, dass ich jetzt ein bisschen mittlerweile angefangen habe zu pumpen, ein bisschen zu trainieren. Ja, meine Güte, das kann von heute auf morgen sich schon wieder ändern, sage ich mal an der Stelle. Na, aber so halt Erkundungen mache ich wahrscheinlich am allerliebsten und würde ich mal als Hobby tatsächlich nehmen. Ja, und dann fragst du, was ist dein Lieblingsessen? Ebenso auch in Serbien. Ich liebe generell indisches Essen. Butter Chicken liebe ich total. Dazu noch so Nahenbrot und als Vorspeise in Kichererbsen paniertes Gemüse. Also indisches Essen liebe ich total. Aber was das serbische Essen angeht, ich blende euch mal ein Bild ein. Das hier ist ein Karađorđeva Schnitzler. Karađorđe war ein Monarch und ehemaliger Kämpfer in der serbischen Geschichte. Und nach ihm wurde dieses Schnitzel benannt. Also nennen wir es gerne mal auf Deutsch das schwarze Georg-Schnitzel. Ich weiß, wie das Ding hier aussieht. Aber das ist genial. Da drin ist so eine Art Rahmkäse, den nennen wir Kaimak. Und wenn du es aufschneidest, dann kommt dieser ganze Käse so komplett geschmolzen heraus, verteilt sich über den Teller. Ich sage euch eins, das ist das beste Schnitzel der Welt. Und das ist in Serbien mein absolutes Lieblingsessen. Fast jeder Deutsche, der da mal nach Serbien gekommen ist und das probiert hat, der hat's geliebt. Der hat nur noch das bestellt. Also Karađorđeva Schnitzler kann ich dir absolut empfehlen. Dann fragst du, wie siehst du die Entwicklung in Deutschland momentan? Ich möchte nicht allzu politisch werden. Ganz ehrlich, das ist sehr kontrovers. Nur so zur Info, ich bin eher konservativ eingestellt und sehe mich in der politischen Mitte. Und ich sage ganz ehrlich, katastrophal bis gar lächerlich. Und mehr sage ich dazu nicht. Wie siehst du die Entwicklung, Situation des FC im Moment? Ja, schwer, sagen wir es mal so. Ich bin zufriedener als die letzte Saison. Es ist okay, wie es aktuell läuft. Ich bin schon einverstanden mit dem Weg, den wir momentan gehen. Könnte ein bisschen professioneller laufen, aber ich habe schon Angst vor Karneval. Weil das ist das Ding, nochmal zum Thema Folklore. Mir graut es schon vor Karneval. Weil die Spieler kriegen ja alle einen Freibrief und das muss aufhören. Wir Fans, wir dürfen Karneval feiern.
Der Otto-Normalbürger darf Karneval feiern. Gewisse Mitglieder des Vorstands können von mir aus auch Karneval feiern, aber das müsste für die Profis verboten werden. Aber leider wird es zu einer Tradition erkoren, dass hier im FC-Umkreis in Köln die Profis auch mal richtig die Sau rauslassen können. Das ist anscheinend ein Verkaufsargument, wenn du hier einen Vertrag unterschreibst. Deswegen wird es mir auch nicht großartig wehtun, wenn Linton Meiner geht, weil der säuft immer ordentlich mit. Tut mir leid, ist einfach so. Haben wir die letzten Jahre so erlebt. Diese Sauferei bei den Profis gerne am Ende der Saison, aber macht es nicht während der Saison. Während der Saison würde ich die alle in Quarantäne stecken. Und auch nicht hier auf den Karnevalswagen mitfahren lassen. Da würde ich verletzte Spieler oder irgendwelche U21-Spieler draufsetzen. So ein Zagis Adamian, der uns sowieso hier am Verarschen ist vom Allerfeinsten, der seinen Vertrag hier aussitzt und jetzt schön Regionalliga spielen darf. Ne? Hast du ja echt verdient mit der Nummer, die du abgezogen hast. Solche Leute kannst du gerne auf den Karnevalswagen schicken. Aber nicht Profis, die wir brauchen am Spieltag. Das bringt sie jedes Mal aus dem Flow raus. Ja, und wenn das in Zukunft nicht mehr Teil der Entwicklung ist und situativ nicht mehr gepflegt wird, ja, dann sind wir auf einem guten Weg. Zu guter Letzt, ich lese die Frage nochmal vor. Das ist auch die letzte Frage für heute, bis wir uns dann verabschieden. Wie siehst du El Malas, in Klammern, sorry, aber das muss sein, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf, Situation im Verein, mitsamt der Problematik seines Talents, das ist keine Problematik, by the way, denn das kann auch hinderlich sein, wenn in einem Team vom Blinden als einziger, wenn du in einem Team vom Blinden als einziger sehen kannst. Ganz ehrlich, ist es okay, wenn er seinen Weg geht. Er kann ja nichts dafür, dass viele der Spieler nicht mit ihm mithalten können. Ich kann nur eins sagen, ich bin erleichtert, dass wir endlich wieder zu Recht einen Superstar in unserem Team haben, um den uns alle beneiden. Und Said El-Mala, finde ich, kann mit dem Druck umgehen. Ja, in Gladbach hat es nicht so geklappt, bei den Pillen auch nicht. Mag zwar sein, aber insgesamt gesehen, das ist eine super Leistung, die er in Anbetracht dessen, wie alt er ist, in Anbetracht dessen, dass er gerade mal aus der 3. Liga kommt, die er erbracht hat. Der Junge hat ein sehr reifes Mindset. Das ist ein sehr reifer Junge. Und es gab so viele Spieler in der Vergangenheit, die schon mit 19 Jahren schon so weit waren, eine Mannschaft zu tragen. Keiner verlangt es von ihm. Aber keiner von uns darf auch Nein dazu sagen, wenn er sagt, ich bin dazu bereit und ich mache es. Oder ich nehme jetzt mal die Dinge selbst in die Hand. Weil das meiste davon kann er ja. Und deswegen, ja, man sollte auf jeden Fall nicht kritisch mit ihm umgehen. Das ist das Wichtige. Aber den Jungen einfach spielen lassen, das ist schon richtig. Aber bitte dann auch erstmal, das ist das Ding, lass den erstmal auf links spielen. Weil dort entfaltet er sich am meisten. Auch wenn er wahrscheinlich hin und wieder mal eher mehr den Drang in die Mitte verspürt. Irgendwann mal sagen würde, Leute, ich sehe mich mehr als Spielmacher. Selbst dann muss man da vielleicht mal die Bremse drücken und sagen, komm mal auf links, da entfaltest du dich am besten. Weil erinnern wir uns an einen Rivaldo, als er sich geweigert hat, unter Louis van Gaal weiterhin auf links zu spielen, wurde er schlechter. Und das darf bei einem Said El-Mala nicht so früh passieren. Ich hoffe persönlich, er bleibt noch über die Saison hinaus, mindestens noch eine Saison. Und selbst wenn er schon im Sommer gekauft werden würde, wäre es toll, wenn da ein Deal drin wäre, dass er noch eine Saison an uns ausgeliehen wird zur eigenen Entwicklung. Das wäre so vielleicht so ein Deal, womit ich richtig okay wäre, wo ich sagen würde, ist in Ordnung, komm, lass uns das so machen. Aber ihn jetzt auf Biegen und Brechen zu verkaufen, dafür dauert der Vertrag lange genug. Wozu? Es gibt keine Ausstiegsklausel und dergleichen da drin. Das hat Thomas Kessler schon herausragend gemacht mit dieser Verlängerung. Und deswegen, man darf einfach nur nicht zu viel auf ihm herumhacken, wenn es da mal nicht läuft. Das ist das Einzige. Ansonsten, lass den Jungen ruhig machen. Ich persönlich sage, wir haben endlich mal wieder einen Superstar und ich bin stolz darauf. Wir haben endlich wieder einen Spieler, um den uns alle beneiden, und das sollten wir mal genießen. Aber wenn es da mal nicht so läuft, nicht auf ihm herumhacken. Ich muss aber sagen, der Junge geht gut mit diesem kleinen Personenkult, der sich um ihn herum aufgebaut hat, Er geht damit besser um als ein Steffen Baumgart. Definitiv, er geht damit viel besser um, weniger abgehoben, überhaupt gar nicht abgehoben. Deswegen, der Junge hat jetzt schon ein sehr reifes Mindset. Ja, und das, glaube ich, wären dann alle Fragen, die ihr mir gestellt habt und die ich somit beantwortet habe. Ja, liebe Freunde, das war mein Fragen und Antworten, und hiermit habe ich auch beschlossen, das jedes Jahr zu machen. Auch so ähnlich wie das Weihnachtsspecial verlief, werden ab jetzt die Specials in den kommenden Jahren ähnlich ablaufen. Nächstes Jahr wird es wieder ein Fragen und Antworten geben. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Liebe Freunde, danke vielmals, dass ihr mich dieses Jahr auf diesem Kanal begleitet habt. Bleibt gesund. Ich wünsche euch in allen Formen alles Gute im neuen Jahr. Feiert schön, einen guten Rutsch und in diesem Sinne, come on FC. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.